Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und heute mit mir dabei ein wunderbar gefürchteter Kani. Oder Kani, bist du gefürchtet? Normal schon. Ja? Ich bin ja ein Mike sein Erzfeind laut seinem Burm. Ja, das stimmt. Das kann ich ja gut nachvollziehen. Ja, aber wir wollen jetzt eigentlich diese Plattform heute ja eher nutzen, um über einen Horrorfilm des Jahres zu sprechen. Einer von vielen. Ja, einer von vielen. Aber wo viele sagen, boah, das ist jetzt mal wirklich der Horrorfilm des Jahres. Und ich kann es zumindest sehr gut nachvollziehen. Wir reden heute über Bring Her Back. Und der Kani verrät euch jetzt mal, um was geht's denn in Bring Her Back? Ja, warum immer ich? Ja, wer zu faul ist zu moderieren, muss halt dann dafür die Handlung verzeihen. Ach so, ja, wir haben hier, wir begleiten hier ein Geschwisterpärchen, den Andy und die, wie hat's geheißen, seine Schwester, die Piper, die Vollwaisen sind und in der Pflegefamilie aufgenommen werden, beziehungsweise von der Pflegemutter, der Laura, gespielt von der Sally Hawkins. Der Mike hat schon gesagt, sie bleibt sich ihrer Rolle treu, denn auch in Paddington 3 oder Paddington 2 oder so hat sie anscheinend. 2. Ja, genau, hat er dir das auch verzeiht, dass sie da auch schon nicht so nett war. Doch, also er hat eigentlich gesagt, dass das voll krass war, weil das der totale Kontrast ist. Sie spielt in Paddington 1 und 2 die Mutter der Familie und war da eigentlich schon die ganze Zeit sehr nett. Und dann war er bei mir schon im Besuch. Das Beeindruckende daran ist, dass sie extra Paddington 3 abgesagt hat, damit sie Bring Her Back machen kann. Das ist super. Hätte ich auch gemacht. Finde ich ganz gut, dass sie es gemacht hat. Denn die tragt einiges zu dem bei, was da auf uns einwirkt in dem Film. Sie hat schon ein Pflegekind daheim, nämlich den Oliver. Das ist ein guter. Was? Wow. Der Andy schreibt da, ein Kumpel von ihm gleich nach der Ankunft, der ist ein creepy Weirdo. Ja, genau, ich sage ein guter. Ja. Ich sage, ganz ein guter. Und es entspinnt sie dann, als sie dann da reinkommen. Sie haben eigentlich vor, dass sie da nicht so lang bleiben. Der eine wird bald 18 und dann möchte er das Sorgerecht für die Piper nehmen und dann eine eigene Wohnung mit ihr haben und auf seine Schwester aufpassen. Aber ja, es entspinnt sie dann langsam, ob sie in diesem Haus, das nicht so ganz koscher ist, und es kommt ein bisschen was Übernatürliches dazu, es kommt was Überasoziales noch dazu. Und ja, das Ganze ist einfach nicht schön, was man da anschauen muss. Das ist einfach nicht schön. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr verraten, weil den Film soll jetzt auch eigentlich so wie bei Weapons so singen, also mit so wenig Vorwissen wie möglich singen, finde ich. Und da haben wir die Trailer dazu beigetragen. Zumindest die Trailer, die ich gesehen habe. Das waren immer nur Ausschnitte und man hat ums Verrecken nicht kapiert, um was geht's denn da eigentlich in Bring Her Back. Unser Podcast wäre jetzt sehr kurz, wenn wir an der Stelle aufhören. Wir können über unsere eigenen Sachen dann natürlich schmerzen, aber ich hätte jetzt nicht zwei von der Story erzählt. Ach so, ja. Super, also ein 4-Minuten-Podcast, 1 Minuten Story zusammengefasst und jetzt geht's ins Kino und schaut sich Bring Her Back. Genau, wir sehen euch nach dem Film. Ja, der Film ist von den Filippo-Brüdern, die uns ja auch schon mit Talk to Me ein bisschen das Fürchten gelehrt haben, zumindest mir. Ich fand Talk to Me schon ziemlich geil, hast du den gesehen? Ja. Was sagst du zu Talk to Me? Ich habe Talk to Me tatsächlich auch erst vor 2 Wochen gesehen und deswegen habe ich hier einen sehr guten Vergleich und ich finde Talk to Me ist im Gegensatz zu Bring Her Back ein Kinderfilm. Ja. Also hier Kinderquatsch am Sonntagnachmittag und Bring Her Back ist so, hey, komm mit, willst eine richtig schlechte Zeit haben? Das Talk to Me ist so wie der eine, wie heißt der Marvel-Anten-Film? Der Howard the Duck, so richtiger Kinderfilm. Ja, richtiger Kinderfilm. 1:1. Ja, Talk to Me hat schon seine Spitzen drin gehabt, seine Härten drin gehabt und also dieses familiäre Thema, Drama mit eingebracht, aber
Leck mich am Arsch, bei Bring Her Back, da legen 2 ordentliche Schippe drauf. Das ist schon ein Quantensprung an Qualität. Erstens mal finde ich erzählerisch und auch also wie drastisch das alles dargestellt wird. Da habe ich nicht damit gerechnet. Das war ein ganz schöner Tiefschlag für mich, der Film. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein unglaublich krass guter Film, aber man hat keine gute Zeit. Das ist wirklich nichts Schönes. Also ich sage immer, wenn ich den Film beschreiben muss, dass der Film nix Schönes an sich hat, außer die Beziehung zwischen Andy und Piper. Und dadurch wird der Film aber umso tragischer, weil das so eine schöne Beziehung zwischen denen zwei ist. Also es waren ja so ekelhafte Szenen dabei. Du gehst aus dem Kino raus und denkst da, ja, okay, mal wieder einen richtig geilen und sehr gut inszenierten Horrorfilm gesehen, der jetzt nicht nur auf Jumpscares setzt. Dann gab es vielleicht einen einzigen Jumpscare, zumindest hat's mir da voll gerissen. Welcher war das? Relativ zum Schluss, wo eine Person hinter einer anderen Person auftaucht. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich würde auch sagen, 1 oder 2 Jumpscares hat er maximal, aber die sind sehr präzise eingesetzt und ich habe auf jeden Fall kurz mal aufgeschrien und habe dann so hoffnungsvoll zur Mike rübergeschaut und nach dem Motto, ob das jetzt schon gerechtfertigt war. Darf ja erschrocken sein, Mike. Ja. Wir machen das nämlich immer so. Wir fragen immer Mike, ob unsere Reaktionen gerade so sein dürfen im Kino. Genau, ansonsten kriegen wir Schein. Ja, der Mike ist da eiskalt. Ja. Nein, ich bin auf jeden Fall dann aus dem Film raus und ich war so im inneren Zwiespalt zwischen, habe ich das jetzt richtig geil gefunden und fuck, manche Szenen, also auch wenn ich jetzt gerade drüber denke, beidelt's mich und ich krieg Gänsehaut. Also sehr, sehr ekelhaft. Eben sehr, sehr schwierig, drüber zu reden, ohne zu spoilern. Ja, ich finde vor allem was halt wirklich viel beitragt zu dem Ganzen ist, wie ich vorher schon gesagt habe, die Sally Hawkins, die Laura spielt, die Pflegemutter. Ich kann mir richtig vorstellen, warum man die für Paddington als Mutter castet, weil die schaut einfach aus wie die liebevollste Mama, die da beim Weg laufen kann. Das, was die spielt und dieser Kontrast zu ihrem Auftreten und zu ihrem Verhalten, den finde ich auch so dermaßen geil. Der tragt wirklich, mit dem rechnest du überhaupt nicht, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass es in so eine Richtung geht. Und vor allem die Sachen, diese abzieht, die sind halt wirklich, wow. Ich muss sagen, am beeindruckendsten schauspielerisch habe ich es tatsächlich von der Piper gefunden. Die ist ja tatsächlich sehbehindert. Also das heißt, vieles von den Darstellungen, die man da gesehen hat, waren rein von der Inszenierung richtig, richtig geil. Es gibt eine Szene, wo sie in diesem Haus ankommen, wo man halt dann sieht, wie die Piper sich da zurechtfindet, indem sie halt mit der Hand an der Wand so entlang gleitet. Die Wand sieht man praktisch scharf und alles, was dahinter ist, ist unscharf. Und das vermittelt halt dann einem, okay, wie nimmt sie denn eigentlich gerade so die Welt wahr? Und das fand ich total cool. Wie du vorhin schon gesagt hast, diese Harmonie zwischen der Piper und dem Andy, super. Der Andy hat ja eigentlich relativ wenig Text, aber ist als eine der Hauptfiguren sehr, sehr oft inszeniert. Und auch da diese Tragik, die der spielt, also Wahnsinn, echt cool. Ja, und die ärmste Sau ist natürlich der Oliver. Den da also gespielt ist natürlich alles Wahnsinn, aber das ist auch irre, wie dieser der Oliver das spielt, dieser Jonah Wren Phillips. Also der ist wirklich der hat einen Blick drauf, dass der Lor vor dem Blick schon voll abbeidelt und sagst, gewickend. Sofort aus dem Bild treten. Hau mir ab. Ich habe da auch nach dem Film gedacht, okay, das ist mal wieder so Bestätigung für einen Kani, dass er einfach keine Kinder mag. Ja, Oliver, danke. Endlich ist wieder mal für mich, was auf der Habenseite gegen Kinder für mich. Super, yeah. Da haben wir fast lieber aufs Tischiki. Macht ja dieser Film, bringt ja das auch nochmal deutlich auf den Punkt, wie das auszuschauen hat. Die Filippo-Brüder haben ja, also nicht nur die Sally Hawkins hat Paddington 3 sausen lassen, sondern die Filippo-Brüder haben ja auch Street Fighter, die Verfilmung, sausen lassen, extra für Bring Her Back. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, dass, also zum einen spielt er tatsächlich in der gleichen Welt wie Talk to Me. Da gibt's anscheinend die eine oder andere Verbindung, mal abgesehen davon, dass es ein paar Mal in dem Film vorkommt, dass die eine Person zur anderen sagt, talk to me. Aber am beeindruckendsten finde ich, dass sie den Tod von ihrem Großvater da drin verarbeitet haben. Okay. Und es ist jetzt ein direkter Spoiler, da kann jetzt ja schon erwähnt, der Vater von den beiden stirbt und der
wird er da in dem Bad aufgefunden und dann versucht von der Piper wiederbelebt zu werden. Ähnlich haben die das eben mit ihrem Großvater erlebt. Den wollten sie eben auch wiederbeleben und es hat halt auch nicht mehr funktioniert. Ah, okay. Und sie haben halt auch gesagt, das waren so die schlimmsten Erinnerungen ihrer Kindheit und umso beeindruckender finde ich es eben dann, wenn man dann zusammen Bruder mit Bruder sagt, hey, das haben wir jetzt in den nächsten Film rein, den wir machen. Ja, das glaube ich voll geil, also in Anführungszeichen voll geil. Voll geil! Wenn du so eine Plattform hast und so ein Medium, auf dem du dich austoben kannst und da dann also deine Traumata oder so verarbeiten kannst auf eine gewisse Art und Weise, da glaube ich, kannst du selber viel Last abnehmen. Und vor allem auch wie so drastisch, wie das dargestellt ist, wie die ihren Vater finden. Das ist, da bin ich bis heute dankbar, dass ich so etwas bisher nicht mitmachen habe müssen und war sehr dankbar, wenn es noch sehr lange dauert, bis ich mal so etwas erleben muss. Also nie. Oder nie, ja. Also ich meine allgemein überhaupt einmal einen toten Menschen sehen zu müssen oder finden zu müssen oder selbst, also am besten nie und wenn dann so ganz, ganz weit weg von mir. Nur, dass du kurz hinleiten kannst und sagst, ja, oh mei, schau hin. Schau her mal. Das ist dann mit dem Stecker noch anpuffen. Mhm. Passt das bei dir, hä? Passt das bei dir? Findest du die FSK 18 gerechtfertigt? Ja, auf alle Fälle. Also nicht gerade wegen der visuellen Gewalt, auch wegen der psychischen Gewalt, die da ausgeführt wird. Das ist schon alles sehr hart an der Grenze in meinen Augen. Das soll jetzt schon einigermaßen gefestigt sein, dass du damit ein wenig herumgehen kannst. Ja. Also ich muss auch sagen, im Vergleich zu Weapons ist das hier eine deutliche FSK 18. Absolut, ja. Allein eben das, was mit dem Oliver abgeht, das ist ja alles so dermaßen drüber teilweise, war lecker. Ja. Wie gesagt, also, was ich vorher schon gesagt habe, dieses neues, so dieses Fotzen ans T-Shirt hauen, dann Hautfetzen, sage ich gerade, jeder kennt's, wenn man sich am Finger wegzieht und dann Alter, das ist so, ja, mir weidelt's auch schon wieder ab. Ah, Kruzifix, hör mir auf, du. Ich sag nur die Obstszene. Das ist wie ein Unfall. Wirklich, du sitzt da und denkst, boah, fuck, jetzt, am liebsten wäre die jetzt einfach kurz aufs Klo gehen. Ja, das war, wenn ich einfach raus hier. Ich wie der Bur in dem Schulbus-Meme. Ich muss hier raus, oder wie sagt er? Wir haben ja in der Sneak gezeigt, in der Sneak des guten Geschmacks. Anscheinend haben die Leute einen guten Riecher gehabt, weil die Bumsbude war 3/4 voll in Spielberg, als wir den Film gezeigt haben. Und wir haben einen gehabt, der ist anscheinend auch schon früher ausgegangen, weil das so ein Scheißdreck ist, da passiert ja nichts. Und echt, ja. Ach so, gleich am Anfang, oder wie? Ich weiß nicht mehr, der Tom hat uns gesagt, ich glaube, dass der nicht einmal, dass er vielleicht nach der Hälfte oder selbst gegangen ist, weil wir denken, Alter, was ist los mit dir? Was wolltest du denn, Transformers, oder wie? Also, wir haben uns die Woche in Straubing angeschaut und sind wir an neben einem Horrorbegeisterten gesessen und der hat zumindest zum Schluss eben relativ enttäuscht gesagt, da waren so wenig Jumpscares mit dabei und naja, mein Psycho, ja, aber dann habe ich mir gedacht, Alter, wie fickt der Film gerade immer noch? Ja, also, Jumpscares, ja, dann geht zu Conjuring, da kommt ja jetzt noch im September, du Vollidiot, halt doch dein Maul. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, wenn der Mike jetzt gerade zuhört, der wünscht sich ja unbedingt, dass wir jetzt nur Parallelen ziehen hin zu Hereditary. Ja, ich hab das auch zu Mike gesagt, dass der Film hat für mich Hereditary-Niveau. Ja. Absolut, das ist allein schon mit diesen, auch zum Midsommar, so mit dem Einstieg, sagen wir es so, mit dem Einstieg, mit diesem krassen Ding mit seinem Vater, das hat mir alles voll an Ari Aster erinnert, weil der steigt ja mal ja zumindest bei Midsommar auch so krass ein und später hast du dann auch noch, bei Hereditary hast du auch noch mal so einen Schicksalsschlag drinnen und dann entfaltet sie da so ein ekelhaftes Genau, besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Ja, geh weg von mir. Film, geh weg, haben wir die ganze Zeit gedacht. Aber ja, die sind jetzt eigentlich mit dem Ari Aster für mich da voll in diesen Horror-Drama-Olymp angekommen mit dem Film. Olymp schon? Okay. Ja, absoluter Olymp. Absolut. Es hätte ja leicht nach hinten losgehen können, weil sie waren ja jetzt schon so extrem gefeiert für Talk to Me und da haben ja schon viele gesagt, ob's das Niveau halten können. Aber man muss sagen, die haben das Niveau übertroffen. Gefühlt mit links. Ja. Also, es war nichts dabei. Haben sie einfach einen ausgeschissen und sagen, ja, schaut's her, wenn Talk to Me schon geil war, dann machen wir jetzt so und das 8-mal so geil. Und vor allem eigentlich mit einem limitierteren Setting. Also
Es spielt ja jetzt eine wirklich an vielen Orten. Es ist halt der Hauptdreh- und Angelpunkt ist halt das Haus. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie ankommen, wo nur draußen das Wetter ist schön, es ist irgendwie alles fröhlich, laute Musik wird gespielt, sie bemüht sie. Aber wenn man dann natürlich schon merkt, okay, sie will an Andy eigentlich von Anfang an schon in einer... Das ist irre, gell, wie das gleich vom ersten Moment merkst du gleich, das war jetzt so komisch. Bei dem ersten Zusammentreffen denkst du, es ist zwar nichts dramatisch, aber du denkst dir gleich so ein bisschen, da ist was komisch. Das ist so geil, so geil subtil mit eingeflossen, dass die Beziehung zwischen denen gleich von Anfang an gestört ist. Ja. Fand ich super. Beziehungsweise, dass sie eben was vorhat. Zumindest, das war sofort mein Gedanke, ja, okay, die will die zwei auseinanderbringen. Aber trotzdem, es baut sich so langsam auf und das Wetter wird halt dann immer schlechter. Es sind die meisten Tage dann die ganze Zeit, es ist bewölkt, es ist grau. Draußen ist ein sehr gruseliger Pool. Also wer den Trailer gesehen hat, der hat den da auch schon mal gesehen. Und ja, zum Schluss raus wird's halt dann immer schlimmer, wettertechnisch. Ja, ist ein richtiger Wolkenbruch. Eine der widerlichsten, widerlich ist an der Stelle dann nicht das richtige Wort, wirklich creepy Szene, war gleich am Anfang, als die Katz abhaut und der Oliver die aber dann, weil er ein guter Junge ist, die dann erst befängt und festhält. Ja, ist ja gut, das sag ich doch. Und da bin ich schon da gesessen und gedacht, oh fuck. Lass die Katze in Ruhe, weil da liegt das Katzenviech weg, ich mach die fertig, habe ich mir gedacht. Nein, ich habe die Katze ja dann auch verstanden, weil sie ja gesagt hat, okay, die darf nicht raus, weil die haut sich ab. Ja, man merkt ja warum. Ja, weil ich muss hier raus, sagt er wieder. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Was ich auch ziemlich geil finde bei Bring Her Back, ist der Umgang von dem, ich nenne es jetzt mal Jugendamt mit Erna, weil in der Regel ist es ja immer so das Gleiche, ja, die Kinder wird dann nicht glaubt und dadurch wird es alles schlimmer. Und das fand ich mir ganz cool, dass man schon sagt, okay, wir haben Zweifel, aber wir müssen dem jetzt nachgehen und machen wir das jetzt auch. Also nicht zu diesen einfachen Weg gehen, weil da macht es in meinen Augen eigentlich jeder Film immer einfach. Wenn so ein Thema ist mit Kind, läuft zum irgendeinem Erwachsenen in einem Amt, sag ich jetzt mal, dann heißt es immer so, ja, wir glauben wir dir nicht, da bringen wir die einfach zurück. Passt schon. Und das fand ich bei da einmal ein bisschen erfrischender, dass es einfach ein wenig, dass sie einfach sagen, ja, okay, wir haben unsere Zweifel, aber wir müssen nachgehen und wir fahren jetzt mit und schauen uns jetzt wirklich an. Das fand ich einmal cool, dass damit anders umgegangen wird als sonst. Ja, fand ich tatsächlich überraschend. Ich habe nämlich, also ich habe nicht ganz verstanden, warum man zum Jugendamt geht und nicht zur Polizei, weil, weiß ich nicht, das wäre so das Erste gewesen, was ich gemacht hätte, aber... Vielleicht, weil er zu der schon ein bisschen eine Beziehung aufgebaut hat, weil sie die vermittelt hat und so, vielleicht so kann ich das mal erklären, dass er sagt, die kenne ich schon, zu der gehe ich jetzt hier und muss keinem Fremden erklären, die weiß, was Sache ist. Ja. Was sagst du, die VHS-Kassetten? Welche meinst du? Die sind auch ultra gruselig, die darf ich gerne alle ganz sehen. Boah, danach kannst du wahrscheinlich nie wieder schlafen. Ja. Aber die waren auch richtig, richtig übel aufgenommen. Das geile VHS-verschlierte, die verschlierte Optik. Und am Anfang, wo es noch so die ersten Dinge siehst, wo sie im Hintergrund dann einfach mal gemütlich jemand aufknüpfen, während sie vorne ein Ding machen. Ja, denk mal so, was wird das wieder alles für ein asozialer Scheiß? Und dann siehst du immer wieder so die Ausschnitte. Gib mir das ganz, gib mir es aber trotzdem ganz. Und da habe ich eigentlich am Anfang auch nur in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich habe tatsächlich irgendwie gemeint, okay, da haust ein kompletter Kult oder so drin. Mhm. Und die, wie du gerade schon gesagt hast, knüpfen die dann alle auf und machen irgendwelche satanischen Geschichten mit denen. Und auch der Trailer war ja sehr nichtssagend. Ja, also da habe ich ein bisschen auf Exorzismus spekuliert bei den Trailer. Ja, genau. Und da, also Respekt. Das Poster zu dem Film. Bombe. Wer das nur gesehen haben sollte. Also, aber kann man vorstellen, dass das schon einige so schockiert, dass die dann davor schon Albträume kriegen. Ich möchte es unbedingt haben und möchte es mir in die Bude einhängen. Ja, es schaut halt wirklich auch gut aus. Also es ist natürlich creepy ohne Ende, aber es schaut richtig gut aus, finde ich. Ja. Und das waren ja so geil, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Seppi und ich haben eine Folge über Webhands gemacht. Und ich glaube, dass wir da einmal die Trailer-Thematik aufgegriffen haben, weil auch Bring Her Back gehört zu den Trailer, die es jetzt halt wieder mal geil umgesetzt haben, wie bei Webhands, dass du nix weißt oder vielleicht sogar wegen auf eine falsche Fährte geführt worden bist. Ja. Das finde ich, das war so ein Ding, wo ich sage, hey, kann man das nicht beibehalten bei allen Filmen in Zukunft, weil
Jetzt hat mich mein Katz bissen. Bei Final Destination war es ja auch schon so, zwar nicht so extrem jetzt, man hat natürlich gewusst, wo es hingeht, aber die haben ja auch bewusst mit Erwartungen im Trailer gespielt und haben das dann im Film ein wenig anders gemacht oder rauslassen. Und das war so ein Ding, wo ich sage, ja, schön, macht's weiter so. Endlich mal wieder Trailer, die einen Vollgas so fixen, die spekulieren lassen und die nach dem Film, und du nach dem Film ausgehst und sagst, wow, geil, ich hab überhaupt nichts gewusst von dem, was mir gesagt worden ist. Das war alles ganz was anderes. Finde ich cool. Ja, so. Aber bei Weapons, da wird ja schon auch in dem Trailer so die erste Viertelstunde erklärt. Ja, aber da haben wir, Weapons ist ja so, was du beim Trailer sechst, hörst, ist praktisch so die ersten 5 Minuten vom Film. Ja. Du weißt überhaupt nicht, wie läuft der Film ab, wie ist der aufgebaut, was kommt genau, vor. Aber du kennst schon was von der Prämisse. Die Grundprämisse ungefähr, die genau. weißt du ja. Und bei Bring Her Back warst du außer, okay, irgendjemanden wollen es zurückholen, nix. Also okay, und es läuft ein creepy Oliver rum. Scheiß Oliver, soll mir abhauen. Ach, schön. Scheiß Freak, der macht mich echt fertig, ja. Nee. Wie gesagt, schön ist das nicht, weil sie machen ja wirklich, darum sage ich ja immer so, der hat nichts Schönes, weil immer, wenn einmal was Schönes passiert in dem Film, wie zum Beispiel, wenn sie mal den schönen Abend miteinander verbringen, da wo sie miteinander saufen und singen und alles ist schön, und sagen, wow, das ist so schön, gerade zwischen alle, auch zwischen zwischen der Laura und dem Andy, ist gerade wirklich eine schöne Harmonie und Dynamik da. Und dann, zack, kaputt gemacht. Ja. Mit einem Satz. Es darf nicht schön bleiben. Also, wie gesagt, wenn ihr bei dem Film irgendwas sagt, das ist schön, gewohnt euch nicht dran. Es wird nichts schön bleiben in dem Film. Der Film ist einfach gemein, das ist richtig gemein. Das ist ein richtiger Tritt gegen Schienbein. Das ist doch eine sehr gute Überleitung zu unseren Tops und Flops des Films. Jo. Und du darfst natürlich anfangen. Das ist so nett von dir. Also mein Top ist der Oliver, der Schauspieler eben, der Jonah Ren Phillips, der übrigens in echt auch der Bur ist vom Stephen Phillips, der den Vater vom Andy und der Piper im Film gespielt hat. Ah, okay. Genau, und der ist mein absolutes Top, weil der Bur ist, der hat von Hause schon ein sehr markantes Aussehen, ein sehr markantes Gesicht. Und der weiß das in seinen jungen Jahren, ich schätze jetzt mal, keine Ahnung, schauen wir mal kurz, ob man sagt, wie alt das der ist. Keine Informationen, danke dafür, IMDb. Ich schätze jetzt mal auf nicht älter als 12 und der weiß das schon so dermaßen krass zum Einsetzen für den Film, irre. Also das hat mich wirklich fasziniert, wie der kleine Schratz da diese Rolle gespielt hat. Unglaublich. Und ein Flop ist in dem Film sehr schwer. Eigentlich gibt's für mich keins, aber da ja der Corby sonst wieder am Radldraht. Ja, schaut, also 60 Grad nicht, aber der schaut schon wieder richtig fuchsig. Ja. Ist mein Flop dass nix schön bleiben darf in dem Film. Dass mir der Film alles nimmt, was ich schön finde. Der nimmt einfach alles. Ist nicht nett. Der Film ist einfach, wie gesagt, der ist nicht nett, der Film. Ist einfach unschön. Und bei dir? Ja, ich versuche gerade mit dem Flop anzufangen. Es fällt mir auch sehr schwer. Was hast du jetzt davon? Weil, also wenn, dann, ich weiß nicht, ob das auch bei dir in der Sneak so aufgefallen ist. Gleich wenn der Film anfängt, kommt so eine kurze Szene von einem von den Produktionslabels. Und ich habe gedacht, das gehört schon zum Film. Aber ich weiß nicht mehr. Da gibt's also eine Szene, da ist so ein Dämonenbaby an der Decke. Ach ja. Und bewegt sie und da steht er kurz da, it's not a cult. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja. und dann kommt nochmal Label, da fängt aber die Musik auch schon an. Und da war ich dann echt irgendwie verwirrt und ich habe die ganze Zeit während dieses Films dann drüber nachgedacht, wann kommt denn dieses Dämonenbaby? Also das war wie ein Trailer nochmal. Das fand ich irgendwie doof. Da haben sie mir gescheit hinters Licht geführt. Dreckschweine, richtige Dreckschweine. Macht es doch einfach bei allen Filmen so, dass immer irgendwelche Random-Szenen am Anfang einfügt, die irgendwie vielleicht da drin vorkommen könnten. Ja, genau. Und dann machst du am Anfang noch eine Quizfrage, ob es nochmal vorkommt oder nicht, und am Ende ein Gewinnspiel draus. Ja, genau. Richtig. Geil. Interaktiv sparsam. Das war richtig cool. Aber es funktioniert nicht, darum hat der Netflix das auch schon wieder aufgegeben. Und mein Top ist, ich sage jetzt einfach mal nur das Wort, Grapefruit. Also das muss ich jetzt kurz erklären. Der Andy und die Piper, dadurch, dass die Piper nicht sieht, fragt halt die Piper ganz oft den Andy, hey, wie haben die denn gerade reagiert? Oder hey, wie sieht denn unser Date gerade aus und so? Ja. Und er erweist sie immer als Beschützer. Also er will ihr möglichst vermitteln, dass die Welt schön ist.
Und dann sagt er halt dann was. Und wenn einer von den beiden Grapefruit dann sagt, ist es so eine Aufforderung, hey, bitte sag mir dieses Mal die Wahrheit. Also Piper weiß offensichtlich ja, dass er ihr manchmal das alles ein bisschen schöner verkauft, als es tatsächlich ist. Und das kommt ganz oft und so unterschwellig vor und gibt am Ende dann natürlich auch nochmal eine richtig schöne Auflösung dazu, ohne dass das jetzt groß erklärt wird. Und das fand ich so toll, weil das ist was, da merkt man, okay, die zwei Geschwister haben so eine besondere Verbindung zueinander mit was man halt nicht unbedingt in dem Film erklären muss, aber es ist halt einfach da. Und das fand ich richtig toll, richtig stark. Das kenne ich ehrlich gesagt aus keinem anderen Film. Ja, ich finde ja toll, weil das wirklich eine unglaublich schön oder gut geschriebene Beziehung ist zwischen den zwei. Ja. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Da fällt mir dann noch das Telefonat noch am Schluss noch wieder. Oh Gott, ja, richtig. Das meine ich ja. Müssen wir warnen. Ja. Das schneiden wir aus, wenn wir warnen, weil wir sind jetzt männlich zum Warnen. Ja, gut. Dann geht das Niveau jetzt wieder ein Stück weit nach unten. Wir machen natürlich nur unseren Triple Threat. Kani, gab's in diesem Film Titties? Keine Titties. Jetzt überlegen wir noch mal kurz, ob in dem VHS-Video nicht mal vielleicht eine rausgerutscht ist, aber nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe zumindest gar nicht mehr im Kopf und Titties brennen sie bei mir schon immer gescheit ein. Also. Was wieder im Kino aufgestanden? Ja, genau. Dann hätte ich wieder Hausverbot gekriegt. Aber das nächste, das kannst du bejahen. Wie schaut's denn aus mit Trompeten? Trompeters haben wir. Ja, richtig. Trompeter singen wir eine. Ja. Eine, glaube ich, noch, oder? Ja, relativ gleich am Anfang. Also war Ohr-Wu-Schrei schon drin und tote Tiere. Haben wir auch, ja. Yes, genau. Ja, 2 von 3. Ja, gut. Ansonsten hätte ich jetzt nur noch Themen, die, wo ich klug scheißen könnte, so in Richtung, ich verrate jetzt alles und spoiler euch, aber das machen wir nicht. Nein, wir sind ja nicht der Mike. Daher, klare Filmempfehlung, klare Schauempfehlung, geht's ins Kino. Was ist dein Teil rein? Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Du hast ja nicht alle 3 der besten Horrorfilme des Jahres gesehen, aber dein Top Weapons oder Bring Her Back? Bring Her Back. Also Weapons ist im Gegensatz zu Bring Her Back ein Kinderfilm. Das stimmt, ja. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, was mein Top war. Gepaart dann nochmal mit diesen richtig widerlichen Szenen, die sie in mein Hirn dann reingebrannt haben. Oh Gott. Filmgewick. Ja, also er muss dringend zum Zahnarzt, der Junge. Naja, und von dem her, Weapons hat mir total viel Spaß gemacht und war cool. Aber das Ding, holy shit. Oh yeah. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, von den 3 besten Filmen, bei dir ist da wahrscheinlich nur Together mit dabei. Ja, genau, das sind ja, bei denen hat es ja bei jedem Release davor geheißen, der Horrorfilm des Jahres, der Horrorfilm des Jahres. Und man dachte, wow, alle Wochen kommt der Horrorfilm des Jahres aus. Was ist denn los mit euch? Ja, und was darfst du sagen? Wie ist da dein Ranking? Bei mir ist Bring Her Back ganz klar auf Platz 1. Die sind auch schwer zum Vergleichen eigentlich, die 3 Filme, weil die alle 3 in eine eigene Kerbe einschlagen, aber Bring Her Back auf alle Fälle ganz vorne dabei und Weapons und Together, da schwankt immer ein bisschen hin und her zwischen denen zwei. Die haben beide Sachen, die ich obergeil finde, aber auch so eine Ecken, die mir ein wenig gestört haben. Deswegen bin ich da unentschlossen. Darum sage ich Platz 1 Bring Her Back und Platz 2 teilen sie einfach Weapon und Together, einen dritten gibt's nicht. Okay. Wird schwierig für alle restlichen Horrorfilme, die das Jahr noch rauskommen. Conjuring 4 kann schon einpacken, scheinbar. Ja, aber die glaube ich darfst du nicht vergleichen, weil da hat sich dann ein Kollege aus dem Kino gefreut, weil Conjuring 4 wird wahrscheinlich wieder ein sauberes Jumpscare-Massaker und sowas kannst du, finde ich, mit Bring Her Back und Weapons und so weiter nicht vergleichen, weil das halt guter alter Mainstream-Horror ist. Aber es kennt man das ja nur neben Horror auch ein paar Film-Highlights für mich zumindest raus, 2 Stephen King-Verfilmungen. Ja, The Long Walk, das ist dann schon bald dran, oder? Genau, und Running Man. Running Man, bin ich auch gespannt. Also das Jahr ist gar nicht so schlecht, finde ich, mit Kassetten. Genau. Aber wenn ihr schon Bring Her Back gesehen habt, schreibt uns in die Kommentare, wie es ihr gefunden habt, weil, wie schon gesagt, der Dude neben mir hat dann gleich mal gesagt, so wenig Jumpscares, der war ja gar nicht gruselig. Und ich denke, Alter. Halt die Schnauze. Und bei uns, wie gesagt, das ist einer aus der Sneak, der ist heimgegangen, weil ihm Zwing passiert. Ja, daher, es interessiert uns, was ihr dazu zu sagen habt. Und ansonsten, Kali, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge aufzunehmen. Immer. Wenn du schon ohne mich mit Mike ins Kino gehst.
Ja, und wir haben so viel Spaß gehabt. Ich glaub's. Ihr habt sicher die Zeit eures Lebens gehabt, nur weil ihr und der Seppi wegbockt worden sind. Ein Seppi hätte gefragt, wenn der nicht in die Gamescom hätten müssen, gell? Ja, natürlich. Dreckschweine. Hoffentlich landen sie es im Gramm und wird vom Wolfsrudel belagert. Aber davor müssen wir nur beim Burger King gewesen sein. Ah, ganz klare Sache. Der Mike fährt an keinem Burger King vorbei, ohne dass er reinfährt. Also die Chancen stehen gut. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nicht von dem Universum, wo Talk to Me und Bring Her Back spielen, wo keiner weiß, wo das ist. Doch. Okay, passt, super Sache. Dann. Danke und Wiederschauen. Adieu.